One Planet, 20 Futures, der Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Willkommen beim Podcast One Planet, 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Mein Name ist Cedric Reichel und ich begleite euch durch die 20 Episoden von diesem Podcast. Das ist der Podcast, der jedem von euch helfen zu verstehen, wie Lützeburg wirklich nachhaltig kann gehen, für das Planet für uns alle gut durchgeht. Aber wie wir können mit konkreten Mesuren all dazu beitragen. Wir diskutieren heute Zukunftsvisionen. Und heute schwätze ich mit Herrn Philipp Türk über das Gesundheitssystem oder Gesundheit im Generellen, gebe ich da so, oder? Ja, gerne. Ich meine noch, wie eine Gesundheit an Nachhaltigkeit zusammen darüber diskutieren wir heute. Ich stelle euch jetzt kurz vor mit so 3 kleine Fakten, wenn etwas fehlt, ergänzt der, wenn er schläft. Ihr seid Präsident von der Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois. Ihr seid eigentlich von Formation Internist. Ja. Und ihr wart 15 Jahre Direktor von der Zitterklinik. Also das ist ein Parcours. Ja. Noch etwas dabei? Ja, passioniert vom Gesundheitssystem. Natürlich auf der Seite hauptsächlich von den Spitälern, und das ist ja dann noch eng von der Sorge von unserem System, weil wir sind, wir beschäftigen uns mit akuten Krankheiten, und wenn wir Nachhaltigkeit schwätzen, kommen ganz andere Themen auf uns durch. Ein von den UN Development Goals, Sustainable Development Goals, ist Santé. Das ist nicht das Gesundheitssystem. Wie war das so? Ja, die Frage ist ja, wer das Zielsetzung von unserer Gesellschaft ist, das eine gesunde Bevölkerung oder ist das ein gutes Gesundheitssystem? Am Moment geht immer ganz viel über ein gutes und effizientes Gesundheitssystem geschwärzt. Mit dem Gesundheitssystem muss man sich fragen, worum kümmert den sich am Moment? Die kümmert sich oft um Krankheiten, die schon da sind. Und da sind wir weit weg von der Frage, was ist gut für eine gesunde Bevölkerung zu kriegen, für eine Santé publique, die nicht nur aus der Perspektive Krankheiten, sondern aus der Perspektive positiv Gesundheit von der Bevölkerung geguckt wird. Lucidea war Vertreter vom Gesundheitssektor in dem Sinn, dass da Spitäler vertritt. Und Spitäler leben davon auch ökonomisch, dass sie Leute heilen. Das ist ganz klar. Also am Moment an all den Gesundheitssystemen auf der Welt sind immer Leute bezahlt für das, was sie machen. Ja. Nicht unbedingt für die Resultate, die sie provozieren oder diese fertig bringen. Wir haben dann ganz viel Analyse für so, welche Behandlungen sind die besten an der Krankheit mit denen an den Resultaten. Aber global gesehen, die Indikateure von der Gesundheit von der Bevölkerung, das ist ein ganz anderes Sujet, an dem wird sich im Moment kaum gekümmert. Was ist das eigentlich eine Zukunftsvision? Die Zukunftsvision von einem, wenn man als Zielsetzung eine gesunde Bevölkerung zu haben, da muss sicher den Schwerpunkt vom Gesundheitssystem sich deplacieren von dem kurativen Teil, den Krankheiten behandelt, vielmehr auf den präventiven Teil. Wir haben heute an der Bevölkerung en gros voilà, Risikofaktoren und Verhaltensschemen an der Bevölkerung, die ganze chronische Krankheiten, die evitabel sind. Und wir müssen also mehr Geld ausgeben am kurativen Teil, und wir müssen hauptsächlich mehr Geld ausgeben an der Prävention, aber so gezielt, dass es effizient ist für eine gesunde Bevölkerung. Du redest ja den Schlagsatz immer zu so, Prävention ist nicht sexy oder Prävention gewinnt keinen Preis. Ja, aber sie bringt Resultate am Verhalten der Menschen. Das ist aber klar bewiesen, dass verschiedene Präventivmaßnahmen immens effizient sind. Also die Literatur ist da. Das ist also nicht just so eine Impression, die man hat, mit das schon ein wissenschaftliches Raisonnement dabei. Ja. Top Flop. Normalerweise man steht mich später in der Sendung, aber ich habe das Gefühl, das ist schon Zeit für Ihren Top Flop. Was will da nicht mehr hören? Ich ging so 70% von den Todesfällen nur der OMS sind durch Krankheiten, die ich evitieren kann. Das heißt, noch 70% von den Depensen von den Gesundheitssystemen gehen auf Krankheiten, die evitabel wären. Das ist also wirklich eine Evidenz, ja, dass wir uns erfahren, auf die falschen Platz setzen und dass wir da müssen eine Hauruck-Aktion kriegen, die natürlich kulturell an den immensen Wandel an
am verstehst du mich von der Gesundheitssystemen das wird so die Expertise, die man haut tun für Krankheiten, die Expertise muss auch gesagt gehen, ob dem Hebel von der Prävention. Du hast mir ja für einen kurzen Semaine la santé mentale, die in der Pro gibt. Da geht ja viel über die mentale Gesundheit geschwärzt. Geht das durch oder ist das nicht mehr sozusagen ein Drips auf der Wärme stehen? Ich meine, den mentalen Teil ist ganz wichtig, durch den Lebensstil von vielen Leuten heutzutage als Mental Health zu unterjochen ein Thema an der Gesellschaft. Aber auch da meine ich als das Resultat, dass wir die Symptome nachlaufen, am Platz auch da meine ich präventiv zu handeln. Wenn den Leuten schlecht geht, als auch weil ihren Lebensstil, an ihr Lebensumfeld, an ihrem kulturellen Umfeld, an dem sie sind, sie nicht mehr zufriedenstellen. Ne? Es gibt natürlich richtig psychische Krankheiten, die sind bekannt, mit so den allgemeinen Wohlbefinden von der Population, meine ich, dass die ganz viel mit unserem Lebensstil zusammenhängt. Es fehlt den Leuten und physischer Aktivität, fehlt den Leuten und Natur, ja? Ressourcen. Wo fand ich die Kraft, die ich brauche, für all der auf Derbig zu gehen? Kenne ich mich gut genug, für zu sagen, ich habe Ressourcen, die fanden sie an der Kunst, die anderen am Sport, die anderen mit Schiedverein, sind Sourcen von Kraft, an die muss ich kennenlernen. Und das sind auch Apprentissage, die den an der Gesellschaft kann, schon von der Schule aus und bei den Kindern kann ich das identifizieren, kann ich das pflegen. Ne? Kommen wir also kurz bei der Schule, weil ich noch nie so richtig darüber nachgedacht. Es gibt eigentlich einen gesunden Lebensstil an der Schule gefördert. Ich denke nur mal drunter, dass eigentlich keine Etude weiß, dass Lycée-Zeit Erdauer mehr ist. Das heißt, Schüler aus Klief, die auf Mirsch fuhren, die mussten um 6 Uhr aufstehen oder halb 6. Ich meine, es gibt keine Etude, die sieht, dass das gesund ist. Und trotzdem bleiben wir drunter stur, dass Erdauer die richtige Zeit ist, für die Schulen zu fangen. Ja, ich meine, das Schulsystem muss sich wie das ganze Rest von der Gesellschaft da vorstellen. Ne? Und das auch ob ein Apprentissage basiert, da geht es Wissen, echter Quantitäten, teilweise echter wie Verhalten. Und noch da meine ich, dass muss ich feststellen, dass wir kein Sujet haben, den heißt Education sanitaire. So, was weiß ich über mein Körper, was weiß ich über Krankheiten. Wir haben noch keine Tradition an unseren Zeitungen, an der allgemeinen Öffentlichkeit, für zu sagen, die an die Gesundheitssujets behandelt. An den Zeitungen, auf der Tele, am Radio gibt ganz wenig über inhaltlich Sachen geschwärzt. Und da meine ich, als ein ganz großes Arbeit zu machen am Edukationssystem, Primärschulen, also primär und sekundär, für direkt mit der Jugend so was heißt das gesund leben, ne? Was heißt sein Verhalten. Wir wissen, dass die größten Risikofaktoren von den chronischen Krankheiten der Reino, also ganz eindeutig den Tabak, das ganz eindeutig ungesund Essen, das ganz eindeutig Sedentarität, ne? Wie viele Leute machen dann 3 oder 4 Mal an der Woche ihren Sport. Und da kommt nach den Alkohol dabei und so weiter. Ich meine, die Faktoren sind bekannt. Und froh ist, geben wir die nötige Energie auf die Sachen, für die Bevölkerung ein anderes Verhalten schlussendlich fertig bringt. Da kann ich aber so, es ist jetzt schon all, Tabak war immer ein Thema, dass das nicht gut ist. Über Ernährung gibt es in der paar Jahren unheimlich viel auf den sozialen Medien geschwärzt. Das ist nicht so, dass nicht darüber geschwärzt wird. Ja, das Resultat ist aber nicht da. 40% auf der ganzen Weltpopulation, die Übergewicht haben, das heißt schon, dass noch 10 oder 15 Jahre Zuckerkrankheiten, Herzinfarkten, an anderen vaskulären Krankheiten entstehen. Das ist vorprogrammiert. Das heißt, das muss in der wirklich in der Wurzel holen. Und das meine ich schon teilweise edukativ, muss natürlich auch die Konsumgesellschaft, die einen Druck ausübt für den Konsum von den ungesunden Sachen. Und das sind das kulturelle Wandel, den schon ein Challenge ist. Ja. Auch im Spital gesehen ich kein Obst automatisch gesehen, just ein Automat mit denen Chips, mit den Riegeln also weil vielleicht kann da in den Obst kann machen. Nee, Spaß beiseite. Wenn man zurück in die Schule, fällt mir auf,
Die Schüler haben definitiv eine unheimliche Verantwortung heute, es muss noch ganz viel machen. Aber sie sehen auch immer, da wussten, wie das machen. Aber wenn ihnen immer gesagt, dass auch der Prof, der aber eine Respektsperson ist und auch ein Vorbild ist, immer an der Mittagspause an 10 Minuten ganz schnell isst, da lernt ihr auch kein gesundes Verhalten. Ja, also das klar, das Beispielfunktion von den Erwachsenen ist enorm wichtig. Ja? Das geht bei den Eltern natürlich schon, an den Schulen, an der Familie, überall. Aber wir wissen noch, dass es teilweise sogar auch der Kontext sozial ist, den definiert, wie mit den Risikofaktoren umgeht. Ich meine, Leute, die eine hohe Education haben, oder Familie, wo eine hohe Education ist, haben im Prinzip mehr Risiken für die Krankheiten wie die Leute, die die Informationen nicht so beherrschen. Die schwätzt von Paradigmenwechsel. An Paradigmenwechsel gibt es auch heischen, dass man mal als Frauen, für was sind wir eigentlich dahin kommen, wo wir los sind. Nämlich, dass wir so wenn ich krank bin, dann gehe ich geheilt und dann geht es von 4 Uhr. Ohne dass ich muss meinen Lebensstil an meiner Art und Weise auf stellen. Ich will nicht generalisieren, weil natürlich gibt es viele Leute, die in einer schweren Krankheit sich ganz stark auf stellen. Das will ich wirklich nicht Abrede stellen. Aber grundsätzlich ist es schon so ein bisschen repariert. An die meisten Krankheiten kommen ja aber aus einer langen Symptomatik heraus. Die meisten Krankheiten, die man heute pflegen, sind Resultate von schlechten von Risikofaktoren, die bekannt sind. Ne? Man lassen das so, und die Gesellschaft reagiert nicht darauf, und das System reagiert auch nicht darauf. Also schon, dafür so nicht, dass ein kulturellen Wandel, der muss geschehen, für zu sagen, wann ein Übergewicht hat oder wann ein ungesunden Lebensstil hat, da muss die Gesellschaft Mittel anbieten, für die Leute zu helfen, für aus der Situation zurück an einen gesunden Zustand zu kommen. Wir haben ja eine gesunde Bevölkerung. Das heißt, wir müssen uns die Sujet kümmern, die chronische Krankheiten auslesen, an die noch Katastrophen mit sich bringen. Was sind nur konkrete Mesuren, die du vorschlägst? Ich meine, dass die Education sanitaire an der Schule absolut fundamental ist. Ich meine aber auch, es gibt ganz konkret budgetär Fragen. Wie viele Mittel gibt eine Regierung aus oder gibt ein Gesundheitssystem aus für Prävention? Aber wie viel geht da aus für die kurativen Aspekte, an die da ja Spitäler? Aber Prävention mengt ihr zum Beispiel auch einfach ganz niederschwellig offenen. Wir können kurz, wie Sie denn als ein Quartier, können Sport zu machen, die nicht viel kosten, die accessibel sind. Absolut, absolut. Das ist kein Luxus. Das ist kein Luxus. Das ist eine Verhaltenshaltung, die missgeneralisiert gehen. Wir sind an einem Resultat von der aktuellen Gesellschaft, als dass wir orientiert sind auf Individualismus, wir sind orientiert auf Konsum. Wir meinen, es ging uns besser, wenn wir viel haben. Aber wir stellen uns nicht vor, wir holen nicht den Rekül, für uns am Spiegel zu gucken und so, was möchte mich überhaupt zufrieden haben am Leben? Ist das der Konsum an den Individualismus oder ist das back to the roots, ging ich so zurück an die Natur, mich an meinem Körper, Geist, an meinem Herz gut zu spüren, an meinem Environnement, von meiner Familie, von meinen Freunden, von meinen sozialen Relationen. Wir haben keine kommunitäre Gedanken oder ungenügende kommunitäre Gedanken. Das ist wirklich ein bisschen chacun pour soi, jeder für sich, an die Konsumorientation, die Mengen nicht die Leute schlussendlich nicht führen hilft. Eine andere Beobachtung, die ich viel möchte, ist, dass alles, was krank ist, ein bisschen waschgedrückt wird. Alles, was unangenehm ist, man gerne waschdrücken. Also wir gehen dann eben an Strukturen, wir wollen nicht wirklich nur bei Eis holen. Ist das auch etwas, dass man als Umgang mit Krankheit? Das ist klar, Krankheit macht Angst. Krankheit ist ein Symbol von Tod. Tod macht Angst. Und das ist schon eine Situation, die ganz viele Leute nicht präpariert sind, zu erleben. Entweder für sich oder mal von der Familie. Wo ich aber muss, wenn ich da vom Terrain kennt, wie ich weiß, dass da ein Reichtum von Emotionen und von Sachen geschehen, die absolut formidabel können sein, wo ich auch so die Leute, die an denen Systeme schaffen, eine immense Generosität und an immensen Erlebnisse am menschlichen Sinn mit wegholen sind. Dafür mengen ich, dass die Berufe, die Gesundheitsberufe, eine gewisse Noblesse haben,
an die gi immer just nach Ruf gemäß und muss do viel schaffen, muss Schichten und so weiter. Die Erliefnisse, die da huet menschliche Plan, die sind enorm schein. Tro vom Nachhaltigkeitsrat. Präpariert sich der Gesundheitssektor spezifisch auf Herausforderungen durch Klimawandel? Gibt es da eine Prospektion? Muss ich enttäuschen. Ich meine, grundsätzlich gibt es ganz wenig Reflexionen für die wirklichen Paradigmenwechsel, von dem wir geschwärzt haben. Es gibt sicher Gedanken, Leute, die prospektiv denken, an die Sonne unser Gesundheitssystem muss ernst gestreckt gehen und ernst abgestaltet gehen. Gesundheitsberufe müssen ernst gesagt gehen. Wir brauchen vielleicht neue Berufe am Gesundheitssystem, die echt auf dem edukativen Teil sind. Wir brauchen Task-Shifting, weil wir nicht mehr genug Doktoren kriegen an der Firmen, die verleicht sind. Wir müssen das kurz erklären. Ja, ich gebe Beispiele immer von chronischen Krankheiten. Muss eine Ordonnance, eine Wiederholungsordonnance von einem Medikament, weil der Patient über Jahre muss das vom Doktor geschrieben gehen oder kann eine Firma, die spezialisiert ist an der Zuckerkrankheit. Bürokratie aufbauen, administrativ vereinfachen. Also du hast schon ein großes Potenzial. Muss man sich aber auch vielleicht feststellen, dass neue Kompetenzen gebraucht gehen. An die Kompetenzen müssen sich natürlich auch orientieren auf dem globalen, kulturellen Wechsel, den wir echt in Richtung Prävention müssen. Und da stellt sich für die Politik natürlich die Frage, wo geben wir das Geld aus? Und auf welche Manier sind in europäischen Ländern als en gros Prävention 3 oder 4% von den Budgeten, die der Gesundheit sind, das ist nicht ganz viel. Ein Geringspidol geht auch nicht direkt. Ein Geringspidol ist ein grosses Sujet. Wir gerieren Risiken, die wisst, wer da von Material alles gebraucht wird, da geht es hauptsächlich darum, Prävention von Infektionen am Spidol, dann ist froh, als der Risiko mehr wichtig oder die vom CO2, den wir hier an die Luft verpulvern. Mit das sie sicher auch doof vereinfachen. Also es gibt schon Projekte von geringen Spidälern, da ist schon noch Fortschritt zu machen. Ne? An Umweltmedizin ist ja ein Sujet, den nicht wirklich weiter könnte. Ne? Umweltmedizin ist aber nur am Gangen zu Lützeburg Service anzubieten am Schem, am Süd vom Land, zusammen mit einer Joint Venture mit dem Staatslaboratoire. Das fängt aber an, eng Nuss zu kriegen und das scheint doch gut zu funktionieren für den Moment. Wenn ich ein bisschen provokativ frohen, die hat ein bisschen gesagt, zurück zur Natur, wir haben den Kontakt zu uns selber verloren, wir kennen unsere Körper nicht mehr gut. Das geht ja schon, aber wenn ein Stichwort seht, so ein bisschen Psychosomatik oder, und dann ist es schnell aufgelehnt als Esoteriker zu sagen, wenn er neben der Meinung ist, dass Krankheit noch irgendwie immer ein Malaise am Körper signalisieren und so weiter, und dass man definitiv zu wenig Kontakt mit der Natur haben. Ich fand es ein bisschen interessant, also auf der einen Seite, wir machen Gacker über Leute, die Baum umarmen, obwohl das vielleicht mehr gesund möchte, wie wenn in 5 Instagram-Videos um Handy guckt. Und das ist so, darüber wird nicht stigmatisiert. Ja, das hat ich für gesagt, du musst für seine Ressourcen kennen. Ne? Die Ressourcen sind natürlich teilweise psychosozialer Natur, ging ich so, teilweise aber auch wissenschaftliche Sachen, die da mitspielen. Also, ich muss Ihnen klar verstehen, dass am Gesundheitssystem eine permanente Diskussion ist zwischen wissenschaftlicher Approche an was wissen wir und auf der anderen Seite, was leben wir. Und der Mensch braucht sicher immer etwas, von dem er lebt. Auf der anderen Seite muss mit Sinn an dem Gesundheitssystem aber so, wir müssen noch einmal mit Capman mit guten Argumenten, und die kommen aber im Prinzip aus dem Wissen und nicht aus dem Glauben. Fakten, Fakten, Fakten. Ein konkretes Zahl brauche ich von der Stimme, nicht wieder vergessen. 70. 70, meinst du, ich schon hören? 70% von den Toten nach der OMS auf der Welt sind bedingt durch Krankheiten, die könnten evitiert gehen. Und auch 70% en gros von den Ausgaben von den Gesundheitssystemen gehen auf die Krankheiten, die evitabel wären. Das sind Zahlen, die die OMS
publizeiert. Wenig wissen wir das. Oder das schon über Jahre bekannt. Das hat sich konsolidiert über die letzten Jahre. Voilà, also ich meine, die Wissensevidenz als da, froh als was fangen wir mit den Zahlen an, reagieren wir darauf. Wir müssen uns auch bewusst sein, dass uns Gesundheitssystemen, an uns Edukativsystemen, an uns ganze Gesellschaft an einer großen, mit ganz viel Inertie, Changementer recht kann provozieren. Das braucht alles Zeit, braucht neue kulturelle Approchen. An ein kultureller Approch ass net eng Deciioun, die vun iwwen Rof kann hëllen. An muss scho vun ënnen opkommen, dat techt e Bewusstsein vun der Bevölkerung, die seet muss changeieren. Veränderungen kommen ja oft durch Schockeffekte. Und ich meine, kann nicht über Gesundheit schwätzen, ohne darüber zu schwätzen, dass wir die letzten Jahre ja an einem kollektiven Trauma waren durch die Covid-Krise, die ja nicht, ja, die ja trotzdem alles bulversiert hat. Ist das so ein Schockmoment gewesen für den Gesundheitssektor? Hat sich am Gesundheitssektor dadurch irgendwie auch Selbstverständnis oder so weiter verändert? Also der Gesundheitssektor hat an der Covid-Krise sich ging immer so ganz positiv endlich als enger Rolle gespielt. Okay. Gesagt, lo as de Ball bei uns, wo jo freier immer fir Drnnen Covid war jo gewissen Train an zu so Kasch ze daier, man kommen net bei an so weiter an so vir hun. Op emol war de Ball beim Gesundheitssystem. So vegerieren wir die Situation an Schmengen an unseren demokratischen europäischen Länder als dat gut gehandelt gehen. Das, was geschieht, ist, dass das Leute sich während der Zeit am Gesundheitssektor hier Motivation, wenn es für drüben nicht gut wäre, ob immer bei 200%, weil wir zu mir packen nachher an dumm, wir werden nicht zu summen. Es wäre also eine immens solidarisch und Kollektivbewegung von all den Gesundheitsberufen für das zu stemmen, weil sie sich an ihrer Rolle verstehen. Sie kriegen noch ein paar Freiheiten, die sie sonst nicht haben. Wie gesagt, wie soll man die Stadt organisieren? Lo geht es von Haut an, geht es nicht. Und das heißt, du hast das Know-how auf einmal gebraucht gehen, und dann auch angewandt gehen. Da wären die Administrativbremsen auf einmal viel mehr gering. So wie an anderen Betrieben, auf einmal Homeoffice möglich war. Ja, auf einmal ist es gegangen. Ja, genau, auf einmal ist es gegangen. Und ich meine, das war in dem Sinne ein Schock, den natürlich für die Gesellschaft traumatisant war, aber für den Gesundheitssektor wäre es aber einen gewissen Werkricht gehen, für zu so ein immer, aber wir sind auch, hier ging es so in einer viel mehr kollektiver Approche, auf alle Fall zu Lützeburg, und an den Spitälern, die Kollaboration zwischen dem Covid am Allgemeinen viel mehr positiv. Die Leute haben auch verstanden, dass es nicht mehr geht, wenn wir zusammen funktionieren. An die Darstellung von der Bevölkerung zur Gesundheit und noch zum Gesundheitssystem, die hat sich ja wahrscheinlich auch geändert. Also ich meine, die Bevölkerung hat gegen ich Mengen appréciiert, dass das Gesundheitssystem die Situation gestemmt hat. So hat auch gemerkt, dass es gut zusammen geschafft ist. Ich meine aber, dass wir largement was verhalen an Perzeption vom Gesundheitssystem kommen wir ein bisschen an den Train von 4 drin. Weil die Krise verstanden ist, und lo geht es darum, wie viel kostet, wie lange muss ich werden und so weiter und so fort. Es kommen nur die Frauen am Anfang, die 4 drin auch schon sous-jacent wurden. Der kritische Geist. Ein bisschen lang die kritische Geist haut. Nicht genug Doktoren, zu viel Überstunden lang Wartezeiten. Also das Gesundheitssystem muss reagieren und probiert das auch, an dem es viel Niveau von der Disponibilität von der Ressourcen geschafft wird. Geht das durch oder müssen die für das Gesundheitssystem nachhaltig aufzustellen, nicht zusätzlich andere Instrumente viel mehr aktivieren, die proaktiv oder kollaborativ sind? Zum Beispiel Auswahl von der Prävention bei chronischen Krankheiten. Ich meine, du da schon ein bisschen drauf geantwortet. Ja, ich meine, das sind die Themen, die wir schon nur geschwärzt haben, vom Kurativen zum Präventiven darüber. Die Reorganisation von den Rollen von den Gesundheitsberufen am Spital oder außer dem Spital, was geschieht am Spital, was geschieht aus dem Spital, was ist die Rolle vom Doktor, was ist die Rolle von der Infirmière oder von der spezialisierten Infirmière. Wie ist den Accès aux soins, das sind Frauen, die am Anfang auch im Kontext Covid auf einmal viel mehr klar sind. Ne? Und das ist eigentlich den Etat aktuell, und für den System umzuwandeln an etwas, wo viel mehr auf Prävention
vu chronische Krankheiten erklärt geht. Du musst natürlich immer durchgehen, da sind wir bei pädagogische Frauen an den Schulen, da sind wir auch bei anderen Kompetenzen wie die wir haben. Ob schon nicht mengen, dass ein großen Teil vom Know-how, den am Gesundheitssystem aktuell da ist, auch kann angesagt gehen an den präventiven Teil. Das ist die Expertise von den Doktoren und Infirmieren können ganz gut teilweise umgeswitcht gehen auf präventiv Kontext. Das heißt, die Ressourcen gehen momentan nicht aktiviert, weil auch wahrscheinlich noch kein Demand ist, aber auch die Ressourcen nicht da sind. Ne? Ja, die Ressourcen sind nicht da. An einem Moment, das auch noch immer, ich sage mal, die Gesundheitspolitik am Allgemeinen, an das ganze Gesundheitssystem, noch immer zu viel fokussiert auf den kurativen Teil und nicht genug auf den präventiven Teil. Wenn wir zurückkommen auf die Zukunftsvision, was wird da den ersten Schritt, den wir machen noch für? Also für alle Personen, meine ich, muss sich an den Spiegel gucken. Also ich habe eine Verantwortung am System. Das Gesundheitssystem ist ein Teil von unserem Sozialsystem, also ein Teil von unserer Attraktivität vom Land. Ich habe eine Responsabilität an dem System. Ich habe noch eine Responsabilität vis-à-vis von meinem eigenen Bild, weil ich an meinem Spiegel gesehen sind nicht an der Reihe, meine ich das nötig für gesund zu leben, auch für die präventiven Teile, die ja aber alle Menschen nicht kennt. Das heißt, nicht Firmen, Sportmen, sich gesund ernähren, Sedentarität und so weiter. Ich meine, das sind Elemente, die ich nicht kann. Und das ist aber kein Approche punitiv für mich. Das ist nicht, was soll hindern. Das heißt für mich, dass die Leute den Weg zurück an die Natur finden, den Weg zurückfinden für hier Wesen zwischen Körper, Seele und Herz. Ich spüre mich gut und ich weiß, wo ich meine Kräfte finde, wenn es meinem Mann gut geht. Und ich meine, das ist für mich eine Haltung am Leben, die ganz essentiell ist. Und da kommt natürlich die ganze gesellschaftlich froh dabei, die ist natürlich grundsätzlich politisch, geht überhaupt nur gedurcht, erwoget nur gedurcht über den Switch vom Kurativen zum Präventiven. Wo setzen wir Moyen frei, aber wo ist die Vision für unsere Gesellschaft, für die Weg zu gehen? Vielen Dank für das Gespräch. Gern geschieht. Das war der Podcast One Planet 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg zum Thema Gesundheit eigentlich. Mit Philipp Türk, ich resümiere immer zum Schluss bis ein Gespräch, das ist durchaus schwer. Ich meine, in diesem Fall als den Hauptmessage, den der eigentlich gibt, wirklich, dass wir momentan ein Gesundheitssystem haben, den probiert zu heilen, aber plötzlich auch vorzustellen, das präventiv zu machen, also vom Kurativen zum Präventiven. Und das fängt eben schon an der Education an, das fängt an diesem Lebensstil an, wo wir wissen, was ungesund ist, und wir machen trotzdem express weiter, weil wir Menge mit Kindern nicht ändern, und wir machen weiter, bis dann jedenfalls zu spät ist, und dann landen wir im Spital, und da geht darum gepflegt, und da gehen wir zurück an den Paradigmenwechsel, da das bis näher Massage, den muss man umgehen, weil man sonst einfach nicht weiterkommen und es auch nicht Werte nachhaltig aufstellen, weil eine gesunde Gesellschaft das nicht möglich, wenn sie nicht auch gesund lebt. Richtig. Ich sage euch merci für das Gespräch. Merci auch erst für die Nulleinstellung, merci für die Gucken. Ihr könnt uns überall followen auf alle unsere Plattformen. Abonniert euch auch für das Podcast verpasst. Nächste Woche geht es schon weiter. Schwätzt mit euren Kollegen über die Sendung. Schwätzt kontrovers von der Schrift, aber schwätzt drüber. Und nächste Woche geht es schon weiter. Und denkt dran, One Planet, 20 Futures, Zukunft, Aselu.